St. Valentin ist eine Stadt mit rund 11.000 Einwohnern und 5 Autohäusern. Der Frühling ist die Zeit für Erneuerungen, auch was den mobilen Untersatz betrifft. Und so wurde der erste Valentiner Autofrühling ins Leben gerufen. Heimvorteil beim Autokauf. Das rechnet sich. 8 Automarken von 6 Autohändlern inklusive einem Unternehmen aus Ernsthofen sind beim ersten Autofrühling zu bestaunen. Ideal für die Präsentation der Modelle eignet sich dafür das Areal der Feuerwehr der Stadt. Eine geeignete Location, wie man so schön sagt, zu finden, ist sicher eines der schwierigsten Themen. Aber wir haben da ein super Abkommen mit der Feuerwehr St. Valentin getroffen. Wir bekommen diese Location zur Verfügung gestellt und gleichzeitig als Dankeschön oder als Gegenleistung reparieren wir die Fahrzeuge der Feuerwehr St. Valentin. An 2 Tagen werden die Modelle präsentiert. 2 Tage mit vielen Attraktionen und viel Wissensvermittlung. Jedes Unternehmen hat auch sein energiesparendes Modell. Der Zukunftstrend, was jetzt wird kommen wird, wir haben momentan bei uns ist das der Nissan Leaf, ein 100% elektrisches Auto, hat einen Durchschnitt von 175 km mit dem Auto, das man fahren kann. Schaut auch sehr schnittig aus, muss man einfach mal gesehen haben und unbedingt einmal gefahren haben, dass man das einfach mal erlebt hat. Also wir haben Elektrofahrzeuge, muss ich aber sagen, habe ich heute nicht ausgestellt, aber ich habe Neuheit, eine ganze Neuheit, und zwar unseren neuen Peugeot 208 mit nur 3,4 Liter Verbrauch. Also in seiner Klasse momentan Spitzenwert. Also der Kunde hat halt den Riesenvorteil, dass er vor Ort mehrere Marken definitiv anschauen kann und auch die Info und gleich Probe sitzen kann. Also er hat Riesenvorteile und unter Umständen sind immer wieder Kunden da, die sagen, naja, gerade bezüglich wie es wir haben mit dem Taster, der ist sowieso unschlagbar, und da habe ich einige gute Kontakte schon gemacht. Es wird sehr darauf geachtet, dass halt der CO2-Ausstoß sozusagen so niedrig wie möglich ist. Ja. Ist aber in manchen Bereichen dann wieder nebensächlich, weil so der Kleinwagenboom an sich, wie wir gehabt haben bei der Wirtschaftskrise selbst, ist wieder ein bisschen zurückgegangen und jetzt werden eigentlich wieder größere Autos gekauft. Ja. Das ist eigentlich wieder ein bisschen konträr. Und allgemein sind die Autohändler mit der Besucherfrequenz recht zufrieden. Ja, wir sind sehr, sehr positiv überrascht. Also die Kundenfrequenz ist mehr, als was ich erwartet habe für das erste Mal. Und wenn es so weitergeht am Nachmittag jetzt dann noch, hat sich das für uns relativ gut rentiert. Das kann man eigentlich erst sagen im Nachhinein, was an Nachlaufen und nachher kommt. Aber grundsätzlich war eigentlich die Einstellung von den Leuten her positiv für diesen Autofrühling. Und können sagen, dass wir auch viele Kontakte schon geknüpft haben, die was sie dann nächste Woche wahrscheinlich irgendwelche Termine machen und im Weiteren sind dann auch wahrscheinlich irgendwelche Abschlüsse dann nochmal tätigen werden. Aber wie gesagt, das kann man erst dann sagen, wenn es wirklich soweit ist. Aber sonst ist die Stimmung eigentlich sehr positiv. Gefällt uns recht. Es ist auch gestern einiges gewesen und es kommt auch gut beim Publikum an, dass man einfach mal alle Autos ein wenig anschauen kann, dass man alles ein wenig sieht und uns auch mehr oder weniger mal vertreten können. Das ist eine ganz tolle Sache, was wir heuer gemacht haben. Ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Es sind viele Kundenanfragen da. Jeder kann sich informieren. Ja, also mir gefällt es ganz gut. Also ich bin sicher der Meinung, dass ich das nächstes Jahr gern wieder machen werde. Mit den anderen in Kooperation. Also ich finde es eine gute Sache, das Ganze. Ja. Ja, das ist eine recht tolle Veranstaltung, indem dass sie da sämtliche Händler zusammengetan haben und gemeinsam an einen Strick ziehen. Hat sich das, glaube ich, zu einer ganz tollen Veranstaltung entwickelt. Und der Kunde hat die Möglichkeit, dass er auf einen Besuch sämtliche Produkte sieht und vergleichen kann. Ich glaube, das ist eine vernünftige Version der Ausstellung. Man muss nicht passiv sein, sondern aktiv auf dem Stand sein, und das bringt was. Und das honorieren auch die Leute, weil die gehen ja ein, weil die wollen Informationen sammeln. Ja? Und wenn man halt die Sache gut macht, kann man damit rechnen, dass sie auch in die Firma kommen.